Zwei Männer unterhalten sich zusammen. Der eine sagt zum anderen, der Buchclub ist ja richtig intensiv. Auf dem zweiten Bild sieht man, es stellt sich heraus, dass sie im Gottesdienst sind und dass der Pfarrer gerade die Bibel erklären. Der satirische Internetcomic, ein sogenanntes Meme, habe ich in der vergangenen Woche gefunden und ich habe es sehr lustig gefunden, weil ein Gottesdienst von außen betrachtet wirklich wirkt wie ein Buchclub, wo der Pfarrer einfach die Bibel erklären. Und dann jemand, der den Gottesdienst nicht so gewohnt ist, sagt, wow, das war auch noch intensiv gewesen. Was ist Satire? Es ist der Humor, der sich lustig machen über unsere menschlichen Schwächen. Gott braucht in der Bibel oft Satire, wie wir heute an ein paar ausgesuchten Beispielen werden sehen. Satire ist auf die einen Seite lustig, auf die andere Seite ein ernster Humor, wo uns nachdenklich machen über die Liebe von Gott. Zuerst werfen wir einen Blick ins Jeremia-Buch, ins Alte Testament, dann auf Jesus im Neuen Testament und am Schluss noch auf den Albert Bitzius, der sich Jeremias Gotthelf genannt hat und vor 200 Jahren in Lützelfluh Pfarrer war. Zuerst zum Prophet Jeremia. Gott hat den Prophet Jeremia berufen im Jahr 627 vor Christus. Und etwa 40 Jahre lang hat Jeremia predigt, bis er im Jahr 587 vor Christus gestorben ist. Im Auftrag von Gott hat er das Volk Israel eingeladen, zu Gott umzukehren. Wir schauen auf ein paar Originalzitate. Gott hat dem Jeremia gesagt, wie ein Dieb beschämt dasteht, wenn er ertappt wird, so muss sich das Haus Israel schämen. Sie, ihre Könige, ihre Obersten und ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Gott tadelt hier durch den Prophet Jeremia die Oberschicht und die Elite von Israel. Sowohl Könige, die obersten Priester und Propheten, also alle zusammen, weil sie sich Götzenfiguren aus Holz und Stein angefertigt haben. Noch eine kleine Klammerbemerkung, dieser Satz zeigt uns ganz klar, wieso der Prophet Jeremia so fest leiden musste, weil er als Einzelperson gegen alle anderen müssen angehen, alle anderen müssen im Auftrag von Gott tadeln. Also dieser Satz zeigt das ganz klar. Das nur eine Klammerbemerkung. Also der schwarze Humor der Bibel besteht darin, dass die Menschen sich die Holz- und Steinfiguren selber angefertigt haben und nachher zu ihnen gesagt haben, du bist doch mein Vater, du hast mich doch geboren. Als Leserin und Leser weiss man nicht, soll man jetzt lachen, soll man brüllen? Die Situation hat etwas Komisches an sich, sogar etwas tragisch-Komisches. Auch für uns heute stellt sich die Frage, auf was wir unsere Hoffnung setzen. Der Reformator Johannes Calvin, der ja eigentlich der Gründer ist von unserer reformierten Kirche, er hat in Genf gewirkt, vor 500 Jahren, und er hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Unser menschliches Herz wird immer etwas oder jemanden anbeten. Immer etwas oder jemanden verehren. Mit ernstem Humor lädt Gott uns ein, dass wir weder Personen noch Gegenstände verehren, sondern nur ihn alleine. Als Seelsorger glaube ich ganz stark, dass das ein lebenslanger Prozess ist, dass uns Jesus immer lieber wird und wichtiger wird in unserem Leben. Aber wichtig ist, dass wir uns auf diesen Prozess einlassen, dass wir sagen, ja, Heiliger Geist, mach mir Jesus immer lieber. Das Jeremia-Buch enthält nicht nur Spott über Götterfiguren aus Holz und Stein, sondern auch Spott über falsche Sicherheit. Das schauen wir im nächsten Originalzitat an. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort, also Jerusalem, wohnen lassen.
und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie, gemeint sind die falschen Propheten, sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Mit dieser dreifachen Wiederholung, der Tempel des Herrn, drücken die falschen Propheten ihre Sicherheit aus, dass Gott ja sowieso in dem Tempel in Jerusalem wohnt. Für sie ist es undenkbar gewesen, dass Gott sogar bereit ist, Babylonier zu schicken, die dann den Tempel in Jerusalem zerstören. Aber Gott hat genau das gemacht im Jahr 587 vor Christus. Und dann haben die Babylonier den Tempel zerstört. Also die dreifache Betonung von der Tempel des Herrn, das ist auch Satire, dass Gott durch die Jeremia, durch die falschen Lügenpropheten verspotten und das tadeln, dass sie einfach sagen, Gott wohnt ja sowieso in Jerusalem. Aber nein, Gott ist unsichtbar. Und Jesus sagt noch im Neuen Testament, wir müssen Gott nicht nur in Jerusalem anbeten, sondern der Heilige Geist ist unsichtbar und wir tun ihn im Geist und in der Wahrheit wir Gott anbeten. Auch wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Nur weil wir hier in den Kirchen Leute sind und Gott schon Gewaltiges und weltweit gewirkt hat durch diesen Ort, durch das Gotteshaus, heisst das nicht, dass er das automatisch immer wieder machen wird. Gott wohnt nicht in erster Linie in einem Gebäude, sondern Gott wirkt nicht in erster Linie durch das Gebäude, sondern durch die Erneuerung von unseren Herzen, durch seinen Heiligen Geist. Gott erneuert unseren Charakter, wenn wir uns mit der Liebe von Jesus beschäftigen. Das Jeremia-Buch ist aber nicht nur negativ, sondern enthält auch viele Voraussagen auf den Heiligen Geist. Dabei ist mir ganz neu aufgefallen, dass der Begriff Herz, hebräisch Lev oder Levav, sehr häufig vorkommt. Insgesamt 53 Mal taucht der Begriff Herz im Jeremia-Buch auf. Und das Jeremia-Buch hat nur 52 Kapitel. Also es kommt mehr als einmal pro Kapitel kommt das Wort Herz auf. Ich habe ein paar Zitate zusammengetragen. Das erste Mal zu der Bestandesaufnahme von Gott, wo Gott sagt, aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen. Denn alle Nationen sind unbeschnitten, also alle heidnischen Nationen sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Da sehen wir auch wieder Gottes Satire. Das ist gleichzeitig lustig und ist gleichzeitig traurig. Weil es ist ja klar, dass die Nationen, die Heiden, die Gott nicht kennen, dass sie unbeschnitten sind, dass sie das Zeichen vom Bund nicht haben an ihrem Körper. Das heisst, sie glauben noch nicht an Gott. Und jetzt geht es aber weiter. Aber auch das Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Also das ist auch ein Wortspiel, das uns zeigt, dass Israel sollte Gott ja eigentlich kennen, aber sie haben ein unbeschnittenes Herz. Das heisst, sie wollen Gott nicht anerkennen in ihrem Leben. Und dann geht es weiter, wo Gott sagt, und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Aber wenn wir vielleicht nicht jeden Bibelvers hier lesen können, ein paar sind auch klein geschrieben, man sieht doch, immer gelb habe ich den Bibelvers gesetzt und blau das Wort Herz. Man sieht, wie oft das vorkommt, denn auch im Folgenden. Gott sagt, er wird mit seinem Heiligen Geist uns verändern, dass unser Herz ihn erkennen. Ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. In der Bibel hat Erkennen immer mit Liebe zu tun. Und Gott gibt uns ein neues Herz, das ihn lieben. Gott ist der beste Herzchirurg. Und dann gibt es auch die heftigste Prophetie auf den neuen Jesus-Bund. Das kommt im Neuen Testament dann mehrmals vor, wird zitiert, wo Gott sagt, in Jeremia 31, sondern das ist der Bund, also der Jesusbund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres
und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann noch ein bisschen weiter. Und ich werde einen ewigen Bund, eben den Jesusbund, mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht, das heißt meine Gottesfurcht, meine Gottesliebe in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Wir sehen, das ist ein roter Faden durch das ganze Jeremia-Buch, dass er unser Herz erneuern. Und am Schluss heißt es so schön, und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Also der Heilige Geist wird uns erneuern, uns ein neues Herz schenken. Ich komme zu einem Zwischenfazit, weil es ist ein bisschen verwirrlich. Es gibt unterschiedliche Begriffe, das Gleiche. Gott erneuert unser Herz mit seiner Liebe und mit der Vergebung von unserer Schuld. Im Neuen Testament heißt es, denn es ist gut, dass das Herz durch Gottes Gnade gefestigt wird. Es ist gut, wenn wir uns jeden Tag neu bewusst sind, dass Jesus uns liebt, dass er uns begnadigen, dass unser Herz in dem fest wird, verankert und verwurzelt wird. Verwirrlich ist jetzt ein bisschen, dass es in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Begriffe gibt für das. Also Herz ist sowohl der hebräische und auch der deutsche Begriff. Also auf Hebräisch heisst es Lev oder Levav. Und jetzt in einem Bibelkommentar zur Elberfelder Bibel heisst es, das Herz umfasst somit sämtliche Bereiche des menschlichen Inneren, auch die unergründlichen. Und jetzt folgt der ernste Teil der Predigt. Also jemand von der Kirchengemeinde hat mir gesagt, dass Gott uns einfach unsere Persönlichkeit gegeben hat. Und ich war so schockiert, ich konnte gar nicht auf das antworten. Ich verstehe die Bibel so, dass Gott unser Innerste, unser Herz, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter neu auf Jesus ausrichten. Natürlich gibt es eine gewisse Veranlagung, die wir haben, dass wir zum Beispiel eher introvertiert sind, dass wir lieber auch ein bisschen nicht so viele Leute um uns haben, oder dass wir eher extrovertiert sind, dass wir gerne sehr viele Leute um uns herum haben. Das denke ich, das ist sicher eine Veranlagung. Aber Gott lädt uns ein, dass wir ihm alles anlegen, auch unsere guten Charaktereigenschaften, und dass er unseren Charakter erneuert. Griechisch heisst Charakter, das heisst Abdruck. Latinisch ist es Person, Persönlichkeit. Das kommt von personare, das durchtönen, personare. Und auf Deutsch kann man sicher sagen, unser Innerste. Und das ist mir einfach aufgefallen mit der Beschäftigung vom Jeremia-Buch. Und Jeremia hat auch ganz speziell gebetet, er hat Gott sein Innerste ausgeschüttet. Unsere Persönlichkeit ist nicht gut an sich und braucht eine tägliche Erneuerung durch Gottes Wort. Im zweiten Teil der Predigt schauen wir auf Jesus im Neuen Testament. Auch Jesus hat einen satirischen Humor verwendet, um die Menschen nachdenklich zu machen und zu Gott einzuladen. Wir hören auf eine kurze Geschichte im Lukas-Evangelium. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu Jesus, geh hinaus und zieh fort, denn König Herodes Antipas will dich töten. Und Jesus sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs. Ich habe das ausgewählt, dass es eigentlich speziell ist, dass Jesus hier einem Menschen, einem Herrscher, einfach einen Übernamen geben und sagt, das ist ein Fuchs. Und viele von euch sind ja Eltern und haben euch sicher eure Kinder und Enkelkinder eingeschäft. Ihr dürft nicht den anderen Menschen Schimpfwörter sagen und Tiernamen geben. Das ist eigentlich aus heutiger Sicht ein bisschen unanständig. Aber ich habe das bewusst auch gewählt, oder? Weil speziell Jesus sagt hier dem König Herodes Antipas, sagt, das ist ein Fuchs. Was könnte das bedeuten? Fuchs versinnbildlicht Schlauheit oder auch Verächtlichkeit. Also, die Erklärung habe ich in einem Bibelkommentar gefunden. Und die Geschichte geht dann nachher noch weiter, wo eigentlich ist eben nicht ganz klar, wenn die Pharisäer Jesus warnen und sagen, geh weg, der Herodes will dich töten, oder wenn einfach die Pharisäer verhindern, dass Jesus weiter predigen. Jedenfalls sagt dann Jesus,
denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Also Jesus, er weiß, was Schicksal wird sein, dass er wird sterben auf Golgatha, und er sagt, ja, er muss so oder so in Jerusalem bleiben, weil es ist eben auch ein bisschen Galgenhumor, dass Jesus nicht einfach flüchtet, sondern dass er sagt, er muss in Jerusalem sterben. Dann, vor 2 Monaten, sind ja viele von uns nach Lützelflug gefahren mit dem Gar an die Seniorenreise von diesem Jahr ins Gotthelf-Zentrum. Und ich bin schon 2-mal dort gewesen, auch schon ein paar Jahre vorher mit der Kirchenpflege, und mich bewegt irgendwie der Jeremias Gotthelf. Er hat Albert Bitzius geheissen, war Pfarrer gewesen. Er hat gelebt von 1797 bis 1854 und er war auch Schriftsteller gewesen, und er hat Schulen gegründet und Armenhäuser. Also er hat den Kindern geholfen und den armen Menschen. Mich fasziniert bei ihm vor allem sein Fleiss und dass er auch einen Humor hatte. Als er angefangen hat zu schreiben, hat er das gemacht unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf. Und mit dem hat er sich zurückbezogen auf den Prophet Jeremia, der ja im Auftrag von Gott die herrschende Oberschicht hat müssen kritisieren. Und in diesen vielen Romanen, die der Albert Bitzius geschrieben hat, hat er auch die damalige Zeit und Zeitgenossen kritisiert. Er hat sich engagiert gegen die Armut und gegen das Verdingen von Kindern und hat Armenhäuser gegründet. Und er war so fleissig, hat innerhalb von 10 Jahren hat er 10 Schulen gegründet. Und dann sind die Mitglieder vom Erziehungsdepartement eifersüchtig geworden auf ihn und haben ihn abgesetzt. Er hat ihnen einen Brief geschrieben und sinngemäß geschrieben: Herzlichen Dank, dass er mich von dieser Pflicht, neue Schulen zu gründen, enthoben haben. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit und kann mich wieder anderen Dingen zuwenden, wie Bücher schreiben. Also er hat das eigentlich humorvoll aufgenommen und hat die ganze Sache so gewendet. Er hat selber auch 3 Kinder gehabt, 2 Töchter und einen Sohn, und er hat sich auch beschäftigt mit der Frage der Erziehung, weil er in jungen Jahren auch Lehrer war und eben die Schule gegründet hat. Und dort hat er auch ein lustiges Zitat gesagt. Er hat gesagt, je neumodischer man die Kinder erzieht, desto abergläubischer werden sie mit der Zeit werden. Also auch das Zitat aus dem Anne Baby Joweger zeigt uns, der Jeremias Gotthelf ist im Verlauf von seinem Leben ist er vom Liberalen ist er immer konservativer geworden und hat sich auch dank der Bibel hat er sich auch immer mehr wieder Gott zugewandt. Er hat natürlich auch ein paar grobe Zitate gesagt, die ich hier jetzt in dieser Predigt nicht wiederholen will, weil mich denke, das würde auch in den Rahmen sprengen, aber er hat teilweise sehr klare Worte verwendet und hat eigentlich die Leute mit dem auch nachdenklich gemacht und hat gesagt, dass eben die Liebe von Gott immer noch gilt und dass wir nicht einfach gottlos handeln sollen. Wir haben ja vorher zusammen den Psalm 2 gebetet, in dem es heisst, Gott, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und diesen Vers habe ich hier vorne auch an die Kirchenwand Leutwil anschreiben lassen. Er erinnert uns daran, dass Gott selber lachen. Und wegen dem dürfen auch wir lachen. Weil wir wissen, dass Jesus grösser ist als unsere Schwächen, als unsere Schuld und Sünde und dass er uns wirken durch seinen Heiligen Geist bis zu unserem letzten Tag. Dass wir dürfen wissen, Jesus ist treu. Die Satire von Gott ist eine Art, wie Gott uns seine Liebe zeigt. Dabei ist das kein dummer Humor, sondern einer, der uns zu ihm führen. Denn es ist gut, dass unser Herz durch Gottes Gnade gefestigt wird. Amen.